Bei uns ist es jetzt also auch so weit. Wir haben Ferien, was super ist. Wir haben Regen, was mäßig ist. Aber was wirklich das Problem ist, wir haben jetzt erstmal Regen im Wohnmobil. Und das ist... Also wir haben es ja immer in der Dichtigkeitskontrolle gehabt, unser Womo, aber das scheint jetzt da am grossen Fenster nicht mehr viel zu nützen, weil da ist es feucht. Und von da oben tropft es runter. Ja, da müssen wir etwas dagegen tun. Aber ich weiss ehrlich gesagt noch nicht was. Weil es ist jetzt Samstag, am 5:45 Uhr Abend. Die Läden machen jetzt zu. Dichtigkeitsmasse habe ich keine. Und morgen ist Sonntag. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr im Cold Opener gesehen habt, haben wir ein kleines Problem. Es ist zwar nicht schlimm, aber es tropft. Ja. Und es darf einfach nicht regnen kommen, dann ist das Problem behoben. Genau, es hat dann gestern auch aufgehört zu regnen, das ist gut. Wir sind jetzt hier am Ballenberg. Und das Für die, die es vielleicht nicht kennen, Zuschauer, je nachdem, ist das Freilichtmuseum in der Schweiz. Genau, das wollen wir anschauen. Bevor wir dann ursprünglich der Plan war, nachher weiterfahren über den Grimsel ins Wallis. Da das jetzt nicht so funktioniert, fahren wir morgen, heute ist jetzt Sonntag, fahren wir heute Abend wieder ein bisschen retour, richtig zu unserem Händler, damit wir dann hoffentlich morgen können das beheben lassen, das Malheur. Und dann gehen die Ferien ein bisschen später los. Ja. Richtiger Zeitpunkt, wenn das Wetter schön wird. Genau. Du hast es so gesagt. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist heute trocken, es ist auch kein Regen angesagt. Also los ab in Ballenberg. Yes. Die alte Frau war eine Gespässige, die etwas abseits vom Dorf gelebt hat. Niedlegret, hat man ihr gesagt. Ein Sommer war sie überhaupt nicht hier. Und die haben sogar gemeint, bestimmt ist das eine Hex. Sie hat immer einen Schieb und Niedle gehabt. Wir
hätte ich meinen, sie haben Haufen Kühe in ihrem Garten. Aber nein. Nidle Gret hat nur eine einzige Kuh gehabt. Sehr, sehr stinkig, ein ganz eigenartiger Geruch. Es ist gut, wenn man die Maske anlegen kann. Vorteil. So, unser Fazit. Jawohl, ich höre. Du meinst mein Fazit? Ah ja, schön. Weitläufig. Und ja, also auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir sind ja nicht das erste Mal da gewesen, das muss man auch sagen. Also mit euch jetzt schon, aber wir kennen es schon privat. Vor 7, 8 Jahren sind wir irgendwie mal da gewesen. Schon lange, ja. Und es hat sich wieder einiges zu tun. Und ja, man kann eigentlich immer wieder kommen. Ein bisschen schade finde ich, dass es, aber das ist vielleicht auch Covid-bedingt, das weiß ich nicht, dass es im Vergleich zum Park, wo wir in Dänemark und Schweden, das eine war in Aarhus und das andere in Stockholm war, findet ihr Links irgendwo, dass es ein bisschen wenig wie so Statisten hat, die etwas gemacht haben oder einem etwas erzählt haben oder wo man zuhören konnte. Könnte aber auch Covid-bedingt sein. Ich mag mich nicht mehr erinnern, wie es das letzte Mal war. Ich auch nicht. Vielleicht ist einfach auch das Konzept da etwas anderes. Aber es hat immer wieder Orte, wo es live Sachen zeigen, handwerkliche Sachen. Es gibt auch man kann auch jeden Tag einen neuen Zettel mitnehmen. Oder es gibt einen neuen Zettel, wo man sieht, wo was wann gezeigt wird. Je nachdem, was einem interessiert, kann man halt dann das punktuell angehen. Aber es ist halt in Aarhus. In Dänemark ist es halt so gewesen, dort sind einfach die Leute haben sich unter das Volk gemischt. Aber das ist vielleicht schon Covid-bedingt. Und das ist halt schon noch sehr cool gewesen. Ja, aber sonst, das Fazit grundsätzlich ist sehr gut, ist lässig gewesen. Weil wir ja jetzt Hoffnung haben, dass unser Händler für uns morgen Zeit hat. Am Montag fahren wir jetzt einfach etwa wieder 80 oder 90 Kilometer Retour und sind dann in den Startlöchern, läuten den morgen an. Und dann hoffen wir, dass er Zeit hat. Ja, sonst müssen wir uns dann etwas anderes einfallen lassen. Kaugummi catchen und abdichten. Genau. Ja. Gut, jetzt geht es weiter.
Ja, es ist jetzt mittlerweile Montagmorgen und wir haben am 8 Uhr schnell angerufen bei unserem Händler und wir haben Glück gehabt, wir haben gerade vorbeikommen. Wir haben den Fall geschildert und jetzt wird gerade das ganze Dachfenster schnell ausgebaut und sauber gemacht und wieder frisch reingekleimt. Und dann können wir doch noch starten. Der Sonny ist jetzt sozusagen in Quarantäne und die Arbeiten beginnen. Ja, jetzt geht es ab im Kaffee. Ja. Ich habe eh noch keinen Morgen gehabt, also vielleicht gibt es auch noch ein Gipfeli oder ein Brötchen. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall würde ich an dieser Stelle gerne ein bisschen Werbung machen für Camping Brühwiller, weil... Immer super Service. Ja, sehr gut, wir Ja. sind immer sehr zufrieden und man wird mega herzlich empfangen und Sehr alles ist immer freundlich. sehr gut. Ja, wirklich. Sehr nett. Ja. Wir haben Glück gehabt. Sie haben Zeit für uns gehabt, was ja super ist. Und es ist jetzt alles gemacht. Es sollte jetzt wieder heben. Das Ganze ist jetzt ausgebaut worden, geputzt worden und wieder reingeklebt worden. Und jetzt sollte das heben. Alles auf Garantie, also super Sache. Die Gasflasche haben wir auch gerade noch wechseln. Perfekt. Jetzt können die Ferien losgehen. So richtig losgehen. Für uns geht es jetzt ab ins Wallis. Wie es bei uns weitergeht, das seht ihr im nächsten Film, wenn es wieder heisst. Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Ja, muss ich auch mit. Schon viel? Ja. Und das Beste ist am heutigen Tag. Nein, nicht wieder wegen dem Regen. Immer haben wir das Wetter im Programm. Ja, nein, eben jetzt nicht. Jetzt kein Regen. Alles gut. Gut für unser Dach. Ich habe noch Knochenstaub an der Hose. Ja, das Knochenstaub. Ja, das geht.